Wish I could sleep for an hour or so. I'm cold and a little wired. Das ist unser Barney. Nee, Billy heißt er. Unser Onkel. Das bin ich. That's why I drive my 18-wheeler all across this big old land. Not just my job, more than my living. It's the heart of who I am. Sometimes it's tough, but I rise above and do everything I can. Got my wife and kids back home and they're proud to know I'm a U.S. working man. I'm a U.S. working man. Howdy Leute, wir sind hier bei Bornfinder. Bei der roten Scheune waren wir und jetzt sind wir wieder zu Hause. Tutorial, so wirst du den Pfandleihhaus. Entlade den Truck, indem du die Taste auf der Lagerstation drückst. Mit der sekundären Aktionstaste kannst du Gegenstände automatisch in Regale legen. Öffnen Sie den Laden tagsüber, um Gegenstände an Kunden zu verkaufen. Ja, ich habe es bei der Demo habe ich das noch nicht ganz so verstanden, weil es glaube ich auf Englisch war. Da war ich daran und habe das quasi so gemacht. Geht natürlich auch. Wir nehmen mal den hier. Das geht natürlich auch. Ich habe da gefunden, oh Gott, muss ich jetzt alles reinstellen? Nee, es geht auch einfacher. Und zwar, wir lassen unseren Billy, unser Onkel, mal arbeiten. Der könnte eigentlich auch mal was machen. Und zwar hier einmal drauf. Und jetzt kommt der Billy und transportiert uns das samt sich selbst hier rein. Dann können wir hier schauen, was wir alles so im Lager haben. Und wir können natürlich von hier die Gegenstände nehmen und dann dahin bringen, wo wir hinwollen. Und ich weiß jetzt schon, dass wir das hier hinten dann mal brauchen werden. Das heißt, wir können das schon mal hier hinstellen, weil das ist ja noch zum Zusammenbauen. So, aber wir können nicht, also ihr habt vielleicht gesehen, wir haben hier verschiedenste Markierungen. Das hier ist ein Gegenstand, der irgendwo zusammengebaut werden sollte. Das sind alles normale. Das hier ist ein dreckiger, verschmutztes Gegenstand, den müssen wir zuerst sauber machen und das hier auch. Und das mit den Sternen, das ist ein Quest-Gegenstand, kann man sagen. Ja. Ja. Dann versuchen wir mal das. Mal schauen, was hier alles reinkommt. Genau. Gar nichts. Okay. Hässlicher Klang, aber ja. Hier haben wir den Wolf und hier haben wir auch nichts mehr. Könntest du vielleicht auch... Nee. Also ich kann den nicht hinstellen, wie ich das will, ne? Nee, er hat seine... Er steht so, wie er es stehen will. So. Dann würde ich mal sagen, wir verschicken jetzt den Elchkopf und zwar an den Mike Cornholder. Einpacken und verschicken. Zack, wir kriegen 300 $300 für diese Aufgabe. Gut geschrieben und wir kaufen uns... was kaufen wir uns denn? Scheiße. Wir kaufen uns hier diese Mit der Aufwertungspistole kannst du dein Pfandhaus anpassen.
lässt sich zur Anpassung von Regalen, Wänden, Böden und Posten einsetzen. Baustationen zum Reinigen, Reparieren und Montieren von Gegenständen. Ja, und genau das werden wir tun. Nee, werden wir nicht. Weil da brauchen wir 358. Ne? Wenn du fertig bist, geh schlafen. Ja, ich bin fertig. Ich gehe jetzt schlafen. So, wir schlafen eine Runde. Was für ein Albtraum, Leute, was für ein Albtraum. Guten Morgen. Aber trotzdem, was für ein Albtraum. Boah. Oh, mein Gott. Wieso müssen wir von unserem Onkel nur träumen? Wieso? Öffne den Laden mit dem Ladenschild, ansonsten kommt kein Kunde. Los, Junge, los, wir müssen unser Geld verdienen für unser Urlaub. Los, mach auf, mach auf, mach auf. Ja, dann machen wir hier. Klick auf den Kunden, Gegenstände an Kunden verkaufen. Klicke auf den Kunden, um mit dem Verkauf zu beginnen. Du kannst Verkaufen ablehnen oder um den besseren Preis feilschen. Sei beim Feilschen nicht zu gierig, sonst könntest du Geld verlieren. Ja, das habe ich noch, also ich habe es noch nicht so verstanden beim Feilschen, wo man da genau stoppen sollte. Also ich habe schon erfahren, dass wenn ich da hinten beim Grünen gestoppt, das war eigentlich negativer, als wenn ich jetzt beim Gelben gestoppt habe. Ne, also ich hoffe, da gibt es dann irgendwann besser. Oh, scheiße. Ja. So, viel haben wir nicht. Wir hätten eine Mail noch. Wir haben genau 2 Sachen. Ja. Und jetzt müssen wir uns quasi Gedanken machen, ob wir uns als nächstes eine Axt kaufen oder Agent. Hast du ein paar besondere Gegenstände? Sagt dir der Name Bobby Cray irgendwas? Schöner Laden. Das ist mein Angebot. 83 $. Wir feilchen. 7 $ noch mehr. Na, wir versuchen es noch weiter. Äh, äh, äh. 8 $, ja. Ja, 98? Na, das kriegen wir noch hin. Oh, scheiße. Naja, gut, die 8 $ sind wieder weg. 90. Ist in Ordnung. Verkauft. Tschüss. Oh. Hä? Wieso? Hä? Wieso konnte ich das denn vorher nicht drauf machen? Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ja. Ein Kunde. 77. Ne, wollen wir mal schauen. Ja, viel mehr. Ja, geht doch, komm schon, Alter. Da geht doch noch ein bisschen mehr. Da war da. Ein bisschen. Wunderbar. Das 109 für so ein altes Gerät. Na super, die gehört's. Wunderbar. Das ist so ein... Und hier haben wir eben unsere Böden und so weiter. Böden haben wir noch gar keine. Doch, so geht das. Guten Tag, meine Dame. 25. Na, wir wollen mal schauen. Da geht doch noch mehr. Das ist mein endgültiges Angebot. Na, das wollen wir mal hin. 3. Ja, 28 finde ich. Ne, tut mir leid. Ne, ist mir ein bisschen zu wenig, was du mir da geboten hast.
So, wir können ja eigentlich mal auf dem Computer nach neuen Aufträgen. Uncle Billy. Was? Peter, Event am Lager an der Brücke. Hey Jüngchen, ein neues Turnier der Mikro-Bieterkriege hat gerade begonnen. Was uns zum... Oh, Entschuldigung, das ist ja der Billy. Hey Jüngchen, ein neues Turnier der Mikro-Bieterkriege hat gerade begonnen. Lass uns zum Lager an der Brücke gehen und das Ding gewinnen. In der Endrunde können wir Tickets nach Hawaii abstauben. Wenn du dort eine Automotor findest, schick den Kuss an Kevin. Ja, das machen wir, aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge dann. So. Nicht der nur einmal einer kommen. Ah, du siehst aus, als würdest du für diese Schubkarette mehr zahlen als nur 25. 3. 28. Ernsthaft? 2. 25. Ja gut. 30, ja, das ist okay. 30 ist verkauft für dich, danke dir. Ah, das sind keine gültigen. Ja. Jetzt hätten wir nur noch diesen Stuhl für 30. Öffnungszeiten. Aha. Bahnhof ist nicht das, was es früher war. Ah, schon wieder der Agent. Du kaufst ja nicht. Das hast du ein paar besondere Gegenstände? Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Ja, dich. Schöner Laden. Danke. Du schon wieder. Du hast die Schubkarette doch schon gehört. Was ist passend für die Schubkarette? Du musst unbedingt mehr zahlen. Schau. Nimm. Nein, du musst mehr zahlen. Wenn du nicht mehr zählst, dann gibt's das nicht, ne? Nee. Nicht mit mir. So. Wir müssen ja eigentlich... Was? Ja. Wir müssen ja eigentlich auch nicht alles an einem Tag verkaufen, ne? Nein, das ist nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen. Aber wie es weitergeht, liebe Freunde, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, weil das nächste oder nee, wisst ihr was? Wir machen die Auktion noch mit. Wir machen die Auktion noch mit. Seit 1918 werden direkt unter den berühmten Zwillingsbrücken in Santa Elba City Bieter-Events abgehalten. 1958 Elk Drives Malabana. Okay. Ja, wir brauchen einen Tank, ne? Wir haben nur einen. Wir müssen einen Tank kaufen. Und ab geht's! Nimm dich vor den Dieben in Acht. Sie können dir deine Sachen stehlen. Genau. So, hier sind wir. Um diese Garage hier. Um diese Garage geht es. Jawohl. The Bridge Storage. Mikro-besondere Veranstaltung. Ja, da wären wir. Und auch hier, liebe Freunde, lohnt sich's, den Müll zusammenzusuchen. Aber irgendwie habe ich jetzt keinen Ton mehr. Kann das sein? Moment mal, liebe Freunde. Ich habe keinen Ton mehr auf meinem Headset. So, jetzt. Ah, wunderbar. Also es lohnt sich hier auch noch den Müll zusammenzunehmen. Ah. Deine erste Auktion. Dein Ziel ist es, der Höchstbieter in der Auktion zu sein. Erhöhe den Preis mit Hilfe der kleinen und großen Gebottaste. Wenn du die Auktion gewonnen hast, kannst du dir alle enthaltenen Gegenstände ansehen und einsammeln.
So. Ich hoffe einfach mal, dass ich genug Geld zusammen habe. Das ist auch alles Schrott. Irgendwie habe ich so einfach ein blödes, maumeliges Gefühl. Wenn hier Sachen rumfliegen, dass man hier irgendwie hier hochklettern soll. Ich weiß nicht wieso. Oh Mann, jetzt habe ich das Ding zu nah gebaut. Ich weiß nicht, wie gibt's eine Obergrenze hier? Ah ja, okay, es gibt auch eine Obergrenze hier im Spiel. Das ist ja interessant. Nun ja, gut. Ja. Hauptsache, Miko ist der wahre Gesicht Amerikas. Ja, der sagt immer nur das Gleiche. Hier können wir quasi dann... Hallo Barnfinders, willkommen bei unserem Sonderevent. Miko ist das wahre Gesicht Amerikas. Ja, okay. Ja, also, wir suchen noch hier ein bisschen Müll zusammen, ne, wie es halt das Straßenraudi ist, dass man den Müll zusammensucht. So, es lohnt sich ja auch im Müll zu suchen. So. Hier haben wir auch noch. Wir räumen dann hier schon noch auf. Ja, super, da brauche ich eine Axt. Ich habe keine Axt. Hallo Jungs. Wir haben es uns ewig nicht gesehen, Ducky. Dann schaut den Ducky an, nicht mich. Wie geht's deiner Mutter? Ich heiße Duck, alter Spinner. Und halt dich fern von meiner Mutter. Wir werden das Ding hier gewinnen. Sag ich dir. Glaub an dich. Ich werde deinen Laden dicht machen. Wenn dein Onkel meine Mama nicht langsam in Ruhe lässt. Ja, ist ja gut. Ich kann ja für meinen Onkel ja nichts, ne? Ich habe meinen Onkel ja nicht gemacht. Ich bin für meinen Onkel nicht verantwortlich. Also lasst mich in Ruhe. So, ich bin noch nicht fertig mit Zusammensuchen von Schrott. Erstmal Schrott sammeln, bevor man an eine Auktion geht, ne? So unter dem Motto. Du lebst wohl mit dem Onkel zusammen. Das sind tolle Neuigkeiten, Mann. Ja. Du hast einen Autozug. Nein, jetzt gerade nicht, Entschuldigung. Aber ich kann dir welchen organisieren von Truck Dealers. Selbst angebaut. Fireweed. Brauchst du? Hast du jetzt gute Neuigkeiten? Ich habe nichts mehr. Also eben, ich bringe dir beim nächsten Mal ein paar Gramm mit von meinem Marihuana, das ich anbaue. Samantha, grüß dich. Bereit zu verlieren, Jüngchen, ich mach dich platt. Entschuldigung, Frauenstimme habe ich leider keine. Lady Dragon. Dein Onkel stinkt wie ein betrunkenes Schwein. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum dass ich der jetzt so eine Stimme verpasst habe. Ich weiß es echt nicht. Könnte es sein, dass bei Let's Plays oder bei Let's Playern, wo Stimmen nachmachen, bei gewissen Figuren auch irgendwie
rassistische Vorwürfe entstehen könnten. Nur alleine durch die Stimmen auf die Menschen bezogen. Also falls ich da jetzt jemanden persönlich angegriffen habe mit meinen Stimmennachmachungen oder Versuchen, dann tut's mir leid, wirklich. So, dann wollen wir noch die Auktion machen und dann wär's das auch schon für diese Folge. Ich hoffe, mein Staubsauger, der macht nicht allzu fest Lärm. So, möchtest du die Auktion starten? Yes! Hey Jungchen, hier sind die 600 $, die ich dir noch schulde. Zeig's ihnen! Los! So. Aktuelles Gebot 100. Dark Samantha. Zeig's mir, zeig's mir. Auf den Kreis kommt es an. Boah, dann biete ich auch mal. 2,75. Ich hab vor zu gewinnen. Dark Samantha. 425 $, ich. Alter, du bist echt schlecht. 625. Gewinnt die Auktion. Bornfrinners. Gebot mit Zuschlag. 625 $. Ja. Haha. Und wir leisten uns gerade noch eine Axt. Habe ich es können? Eine Axt. Dankeschön. Und weiter geht's. So. Was wir hier drinnen alles erwarten werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Aber bis dahin, bleibt dran. Ich bin euer Trandu und freue mich über euer Feedback und euer Dasein. Tschüss!